Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Ja, ich weiß, die letzten 2 Episoden waren immer etwas weniger als 20 Minuten, aber dafür hatten wir ja auch zwischendrin Episoden, die ein paar Minuten länger waren als 20 Minuten. Ich finde, es gleicht sich eigentlich relativ gut aus und wenn der Cut halt passt, dann setze ich auch nur meinen Cut. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich persönlich finde es halt besser, wenn man einen Cut setzt, der passt, als wenn man einfach nur, um es länger zu machen, dann halt durch die Gegend flitzt und mal irgendwo im Nirgendwo seinen Cut setzt. Weil nach dem Boss gestern war meiner Meinung nach auf jeden Fall wirklich eine gute Methode, ein guter Zeitpunkt auch wieder, um zu cutten. Oh, nur einer. Okay, gut. Dann truffende Wetter. Und da ich das Spiel ja auch zum allerersten Mal spiele und auch noch blind spiele, finde ich es eigentlich, ach, könnte man mal das dann noch sehen, so nach dem Motto, weil, weil, ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was kommt, das muss ich halt auch sagen. Muss ich echt gestehen. Huch. Okay, ja, warum auch nicht? Was haben wir dann hier noch drin? Ein Äther voll. Ein Äther voll erhalten. Wegspiel ich mein. Okay, das war jetzt auch mal interessant. Und dann geht's dann hier wahrscheinlich hoch. Hier war wohl versperrt. Ey! Kommt hier wieder so ein Terrasaurus her. Speckosaurus Donnerstab. So sieht's nämlich aus. Voll in der Ranzerei. Aber ich glaube, mit M-Messer im Ranze geht der noch nicht hem. Deswegen kriegt er noch so richtig auf den Knabenbusen geprügelt und dann war's das. Okay. Ach Gott, noch mehr von den Freaks. Gewitter erleiht. Deswegen würde ich sagen, gibt es auch Gewitter 2 für euch. So. So sind sie nämlich richtig schön angreifbar, die Viecher. Dann gibt es nochmal richtig auf der Washing, während sie so blöd mit offener Gosch stehen. Alla hopp. Speckbauch aufgeschlitzt, dann können wir weitergehen. Ayla lernt Wurfbeben. Doppeltech Falkschlag erlernt. Mhm. Klingt doch mal nicht schlecht, könnte man nochmal ausprobieren. Oh, da ist er ja schon, der Azala. Ihr seid also endlich hier. Das ist der Showdown. Heute wird ein Schlussstrich gezogen. Wenn wir Reptile oder ihr Dummerhaft die Erde beherrschen. Starke überleben, Ayla stark, Ayla kämpfen. Oh, die Gosch. Eigentlich hätten es gerade die Reptite verdient, weil die wenigstens richtig sprechen können. Hört diese liebliche Stimme. Ihr werdet gleich die beste Freunde. Okay, wir kämpfen anscheinend doch nicht völlig gegen ihn. Der Zerra-Hut gibt es ja auch nochmal, aber der Thron ist cool gemacht. Und ein Äther-Medium. Okay, für wen ist der Hut? Kann Ayla den nachtragen? Ja. Aber sorry, ich mag Glenn mehr. Glenn kann wenigstens richtig sprechen. Von daher kriegt das Glenn. Okay. Was schickt er uns jetzt wieder entgegen? Ach du Scheiße. Ach du Liebsherr Gettel, was ist dann das? Roter Stern, fallen nieder, färbt die Erd rot. Ach, wenn's Schicksal uns in Agier lässt, wenn wir euch die Welt nicht kampflos überlassen. Muahahaha, mit dem Nachttyranno werde ich diese dreckige Affe ausmerzen. Der klingt aber ganz schön hoch für so ein Monster. Ach du Scheiße, Mann. Nachttyranno und Azala. Okay, Glenn, wir brauchen dich. Ich hoffe, der ist gegen Donner schwach. Voll zwischen die Ara. Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Dann sollte man vielleicht auf Azala drauf gehen. Ach Gott, wie er die Schnut verzieht. Okay, das ist wenigstens noch machbar irgendwie. Psychokinese kann er auch noch. Ah, die scheinen ja wohl ziemlich weit entwickelt zu sein hier, diese Echse-Kreaturen.
Okay, wir probieren jetzt nochmal den Donnerstab, aber bei Azala. Voll in der Werschingerei gerammt. Oh ja, da hilft's was. Puh. Teleportierten Fels, Alter. Ja, da scheint ja wohl kinetisch auch noch sehr stark begabt zu sein. Und darfst uns heilen, wenn du willst. Und ihr macht mal einen Falkschlag. Bin ich immer gespannt, wie das aussieht, diese Combo. Und... Ui. Okay. Aber der scheint ja wohl ziemlich heftig zu sein. Wurfbeben. Wirft einen Gegner. Ups. Hat sich gerade eben nochmal ordentlich geheilt hier. Und... Okay. Teleportierten Felsen mal wieder. Wir heilen uns nochmal alle. Alter Falter. Aber der Nachttyranno, ich habe noch keinen Schimmer, wie ich dort durchkommen soll. Also das ist mal wirklich ein richtig guter Bosskampf hier. Der hat den Titel Bosskampf auch verdient. Wolzahn probieren wir jetzt auch mal aus. Schlagblase. Okay. Und? Ja, es hat auch wieder ein bisschen was abgezogen. Okay. Gut, dann würde ich doch sagen, Ayla kann dann auch nochmal Glenn heilen. Okay, das war jetzt nicht so stark wie erwartet. Dann machen Schmatzer auf Glenn. Und ihr beide macht nochmal euren Donnerstab-Kombo auf Azala. Da können wir nämlich wenigstens mal verletzen. Ja, dann zieht es wenigstens auch was ab. Okay, probier doch mal der Glück bei dem Tyranno nochmal. Das war aber nicht gerade besonders gut. Ich glaube, ich muss erstmal Azala besiegen, dass ich an das Bistodra komme. Azala Kollaps. Vermindert die Lebenspunkte. Okay, er ist tot. Gut, Ayla. Ich würde sagen, Chrono braucht ein Aether-Medium. Und ihr Jungs macht dann gleich mal einen Donnerstab nochmal auf den drauf. Und? Naja, scheiße. Komme ich also nicht durch. Durch die Bestie. Probieren wir nochmal Wasser. Vielleicht bringt das hier irgendwas. Ayla hat ja dummerweise keine Magie. Oh, scheiße, nee, Magie bringt gar nichts. Ich probiere es mal mit Gewitter 2, ob das eventuell was bringt, wenn nicht nur Magie wirkt. Nee, das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. Entfernt Verteidigung, sammelt Kraft. Jetzt kann ich drauf. Aber dafür wird es richtig übel, wenn er mal zuschlägt und dann trifft. 5. Jetzt wird's ernst. Glenn, heil uns nochmal ums Verrecker. Also das muss sein. Ich bin mal sicher, das sieht jetzt mehr als 200, vielleicht sogar mehr als 300 ab. So, deswegen draufschlage, was möglich ist. 4. Oh. Vielleicht sogar 400 pro Mann. Beziehungsweise pro Frau. Jetzt nochmal einen Draufschlager und Schade ausdehlen, was möglich ist. 3. Vielleicht jetzt nochmal den Donnerstab ausprobieren. Vielleicht bringt's ja was. Schauen wir mal. Jetzt, wo es ja Verteidigung ohne ist. Und... Ja, Evo hat wirklich was bewirkt. Truffende Wetter. Wow, sehr schön. 2. Ich habe irgendwie Schiss, wenn das so angekündigt wird, immer, dass das was Ordentliches wird. Na, Chrono hat wenigstens einmal draufgeschlagen. Und... Drauf. 1. Vielleicht doch nochmal Heiler mit Frog.
Und du heilst uns nochmal bitte alle. Ich weiß nicht, was jetzt kommen wird. Ob das möglicherweise eine Attacke ist, die uns alle 8 tötet. Ach, das kann sein. Und dass man in der Zeit besiege gemisst hätten. 0. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Okay, wow, okay, es war doch noch alles machbar. Gut. Das war halb so schlimm wie gedacht. Chrono drauf. Du kannst einen Schmatzer auf Glenn machen, der hat am meisten abkriegt und dann nochmal Heiler. Okay, es war doch nicht so schlimm wie gedacht. Ich habe jetzt echt geglaubt, dass das so 999 Abzugstechnik ist, dass er uns umbringen könnte hier. Aber glücklicherweise war das ja nicht der Fall. Okay. Jetzt machen wir aber noch relative Schade, würde ich sagen. Wir machen jetzt nicht unbedingt die beste Schade, aber wir machen durchaus noch ein bisschen Schade. Ein bisschen mehr als vorher auf jeden Fall. Huch. Ah, das war eine Zunge, die dargestellt war. Okay, er hat sie runtergeschluckt. Ayla, küss dich mal selbst. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt mit Chrono zusammen nochmal hier was reißen können mit unserem Donnerstab. Chrono hat eh nicht mehr so viele MP. Und Glenn, ach, nicht mehr. Ah ja. Das zieht doch schon was ab. Gut, also seine Verteidigung scheint generell ein bisschen down zu sein. Nicht so wie vorher, aber schon niedriger als vorher. Wir probieren einfach jetzt nochmal so zu reißen, was geht. Aber ich finde definitiv den Bosskampf sehr episch. Jetzt ist die Verteidigung wieder ganz runter. Und jetzt können wir nochmal so richtig auf die Schnut hauen. Truffende Wetter, würde ich sagen. 5. Chrono, schlag zu. Ja, sehr schön. Ich finde es geil, dass er das als Provokation sieht und dann einen Konter geben kann. Ich glaube, dieses Konter-Accessoire verliert er auch so schnell nicht. Das lasse ich ihm sehr schnell sehr lang beibehalten, das Ding. 4. Bei 1 oder so soll ich nochmal alle Heiler durch Glenn. Aber das, was er sich heilt, das kriegen wir hier locker wieder fort durch so Runde. Aber der ist sehr cool gemacht, der Gegner. Also ich muss sagen, auch so große Animationen für Bossgegner gefallen mir echt gut. Die sind sehr schön gemacht. Okay, jetzt darf jeder nochmal draufschlagen. Und bei Ends darf Glenn uns nochmal alle Heiler. Ah, er ist kaputt. 1800 Erfahrungspunkte, 25 Tech-Punkte. Alter, Ayla wird auch noch aufgestuft. Wow. Und da liegt der Arztsalat runter. Ach Gott, jetzt kriecht er auch noch weg. Die arme Sau. No. Nee, es kann nicht sein. Sind die Himmel auf der Seite der Affe? Hört zu, Primate, und erzählt's weiter. Wir Reptiden tapfer bis zum bitteren End gekämpft. Ayla verstehen. Bald wird's Feuerkiesel regnen. Flamme werden's Land verbrennen, die Ebene werden langsam einfrieren. Lange grausame Eiszeit folgt. Welch Genugtuung. Er wird euch wünschen, an unserer Stelle zu sein. Lavos. Oh oh. Was kommt jetzt? Ist das dieser Meteorit jetzt, der runterkracht? Oder was kommt jetzt? Oh. Sieht aber ein bisschen aus wie so ein Kuhspall, finde ich. Okay, jetzt kommt der Meteorit runter.
Eilers Wort. La ist Feuer, was ist groß? Ja, toll, Dankeschön. Eila! Kino! Und nur? Beeilen Lavos bald Kummer. Eiler Daktilreiter. Kino, Dummle. Eila, was du tun? Kommen, Azala, mitkommen. Absolut nicht. Die Kräfte der Natur haben gesprochen. Eila, Dummle. Azala, ich nicht vergesse. Die Zukunft. Zukunft, was damit sei. Wir haben keine Zukunft. Hoppla, und dann noch direkt in unser Gebiet. Ob man da so einfach rauskommen? Ich habe eher damit gerechnet, dass Lavos unter der Lava drin ist. Unter der Tyranno-Festung. Scheißendreck. Und jetzt? Sag nicht, dass Lavos jetzt schon da ist. Nicht durch Marcos Schuld lebt Lavos. Mich dünkt Lavos wie den uralte Zeiten vom Himmel. Ja, wie Mario jetzt selber miterlebt haben. Lavos riesig, Kronos Tode gegen Kämpfe. Chrono, wir gehen, wo Lavos falle. Wenn er nicht jetzt besiegt, so gräbt er sich tief in die Erde rein. Geh mal. Okay, halte ich für relativ sinnvoll. Aber Lavos jetzt schon besiege, boah. Das wird heftig. Und außerdem hätte er reiner Impact, wenn der als Komet hier komme wäre. Hätte er ja schon hier alles vernichtet und die Lava hier überall rumgetragen. Höhlenruinen. Echt was? Ich speichere das Ganze jetzt mal. Und da sehen wir mal wieder, wie wichtig solche Unterkünfte hier sind. Ich steht nämlich, sage ich speichere hier nochmal. Ist alles noch unter verkehrte Evolution, das Kapitel. Höhlenruinen. Mich durch das Tor. Und? Lavos sehr schnell schon tief in Erd. Mag glaub, was sei Ursache sei. All dieweil das Tor in Marcos Schloss gewaltig war. Was ist Chrono? Lavos warten hier rein, ja? Die Gosh. Gucken wir erst mal, was hier sonst noch abgeht. Hier in Neandertal. Ich finde es auch schön, dass man alle zu dritt hier hat und nicht wie so üblich in solche Rollenspiele, dass alle sich in Chrono dann reisaugen und man fährt nur allein rum. Sondern ich finde es hier toll gelöst, dass wirklich alle drei hier unterwegs sind und dargestellt werden. Das gefällt mir schon sehr gut. Okay. Hier hätten wir ansonsten nichts mehr im Neandertal, was wir machen könnten. An den ich doch echt Sache. Wir kümmern hier uns um Lavos tatsächlich. Puh, jetzt bin ich immer gespannt. Aber das ist mal wieder Zeitreiseportal. Okay. Doch, tatsächlich. Es ist tatsächlich ein Raumportal und kein Zeitportal. Wo mögen wir sein? Wie seltsam. Wo wir sein, Chrono? Oh, scheiße. Jetzt sind wir in der Eiszeit, die Lavos verursacht hat, nämlich mal. Rampe. 12.000 vor Christus. Krass. Okay, es war doch ein Raumzeitportal mal wieder. 65 Millionen bis 12.000 vor Christus. Ja, leck mich doch einfach Säckel. Ach Gott, das sieht aber sehr modern aus hier.
Alter. Das soll 12.000 vor Christus. Alter. Vor Christus sein. Wo bin ich denn hier? Gewitter erleid. Enhasa. Okay. Das sind die Masamune, ne? Es ist das ewige Königreich des Eifers, wo Träume wahr werden können, aber zu welchem Preis? Hallo? Was zur Hölle geht hier ab? Willkommen in den Hasa, im magischen Königreich des Eifers. Wir finden Wohret in der Seligkeit vom Schlaf. Du meine Güte, und wer seid denn ihr? Alter? Seid willkommen, seltsame Besucher. Königin Eifer regiert das magische Reich. Ihr Schönheit und Größe suchen ihresgleichen. Wir verdanken alles der Königin, seit der Königs Tod huldigste der Magie, die uns Fortschritt gebracht hat. Okay. Alter. Die Königin hat Elementarwaffe im Nordpalast versteckt, dessen Eingang auf dem nördlichen Kontinent zu sehen ist. Niemand darf nein. Okay, also die haben hier fliegende Inseln gebaut, während unten seit schon zig Millionen Jahren die Eiszeit tobt. Willkommen. Ja, warum nicht? Unterkunft kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Haben wir mal 13 von den Dinger. Und Beleber holen wir auch nochmal 5 mit dazu. Volle Tonic. Können wir 18 gebrauchen. Gewitter erleid. Tor zum Nordpalast ist magisch versiegelt. Nicht mal wir, die Erleuchtete, können es öffnen. Kommt mal ein bisschen selbstgefällig vor hier, die Leute. Die Stadt von magischer Studie Kaja liegt im Rand von der zentralen Kontinent. Das Luftschiff Düstervogel liegt dort vor Anker. Ich bin eine Katze, die träumt, die Violin zu sein. Oder Käsekugel, die träumt, sie wären Schmetterling. Denkt niemals alles, was wir sehen und fühlen, wäre real. Okay. Gab es ein Schicksal und das alles vorherbestimmt ist? Ja, natürlich. Sonst wären wir nicht hier. So, du glaubst dran. Es ist sinnlos, unser Schicksal zu bekämpfen. Träume bringen Ware, Kräutertee, Kristalle. Und du hier? Die Stadt der magischen Studie Kaja liegt am Rand vom zentralen Kontinent. Das hat man ja schon alles. Ich lese aber gerne nochmal vor. Du? Verdrossene Knabe. Du nicht spreche, Katze lecker aussehen. Der schwarze Wind heult. Einer von euch wird bald umkommen. Du Racker, halt! Hä? Mich dünkt, das mag gar nix. Welch unerfreulicher Knabe. Junge, komisch, aber nicht böse. Oh je, was eine blöde Kuh. Das ist Tiefstellwasser. Es erfrischt Leib und Seele. Klingt doch gut. Schloss im Zentrum vom Reich. Die Königin beschützt und überlässt die ganze Welt, sodass wir ruhig schlafen können. Im Schloss muss es einen Schlüssel zum Nordpalast geben. Es ist aber streng verboten, da reinzugehen. Ui. Kommt überall magische Sachen raus aus deinen Büchern. Das war ja wohl das, was sie da gemeint haben, von wegen, dass die Menschen früher Magie beherrscht haben und dann wurde ihnen die Magie genommen, weil sie doch zu eitel damit waren. Das ist sehr interessant eigentlich, dass wir jetzt hier in diesem Königreich gelandet sind. Aber offensichtlich war das wohl eine sehr, sehr alte Kultur. Landebrücke und da kommen wir nicht durch. Okay, dann würde ich aber sagen, ich gehe jetzt nochmal die Landebrücke nach unten und gucke mich ein bisschen unten um. Und das machen wir dann morgen bei Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.